Liebe Gemeinde, wir sind zeitlich zwischen Ostern und Auffahrt. Und Jesus ist noch da. Jesus ist noch unterwegs. Er ist noch nicht aufgefahren. Und da wollen wir ein bisschen hineinschauen, was Jesus in dieser Zeit gemacht hat. Als Predigtext haben wir heute Morgen aus der Apostelgeschichte Kapitel 1, den Vers 3. Ihnen hatte er sich nach seinem Leiden durch viele eindeutige Beweise lebendig gezeigt. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Amen. Wir haben schon 2 Bibelstellen, liebe Gemeinde, haben wir heute Morgen gehört, dass der Ausdruck von der Gemeinde Gottes, vom Reich Gottes. Eigentlich könnte man sagen, Jesus hat gesagt, am Karfreitag, am Kreuz, bevor er gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist alles erledigt, alles ist gut. Hat er vom Kreuz heruntergerufen, bevor er gestorben ist. Und an Ostern haben wir einander auch zugerufen, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und eigentlich könnte er ja gehen, oder? Er hat alles vollendet, er hat alles in die Ordnung gemacht, er hat sie und mich und die ganze Welt erlöst und könnte eigentlich gehen. Hey, ja, er hat ja etwa 3 Jahre lang ist er mit seinen Jüngern umeinander gezogen und hat ihnen alles erzählt. Sie können zuschauen, wie er ein grossartiger Heiland war. Und wo Jesus den Petrus gefragt hat, wer bin ich, hat er gesagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Also, die Jünger haben gewusst, wer er ist. Und doch hat Jesus seine Abfahrt, seine Himmelfahrt noch verschoben um 40 Tage. Er hat gesagt, er müsse über das Reich Gottes mit ihnen reden. 40 Tage, wenn wir uns das vorstellen, wenn wir 40 Tage müssten, Sitzungen hätten oder Kurs hätten, 40 Tage über das Reich Gottes. Jesus hat noch etwas besprechen mit ihnen. Etwas außerordentlich Wichtiges. Etwas, was das ganze Glaubensverständnis vom Judentum, von Israel auf den Kopf gestellt hat. Man kann sagen, es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Und das hätte er aber erst erklären können, als er vorbei war an Karfreitag und als er vorbei war an Ostern. Erst, wo er gekreuzigt worden ist und gestorben ist und erst, als er auferstanden ist, hat er mit seinen Jüngern das Thema angehen und mit ihnen das besprechen. Ist gar nicht so einfach. Eigentlich könnte man da sagen, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Was ist denn so spektakulär, wo er 40 Tage mit den Jüngern muss besprechen? Was ist denn das? Für Israel ist es enorm wichtig und für das Verständnis der Jünger und von den anderen Israeliten ist es eine grundlegende Änderung.
in Jerusalem steht dort einmal noch der Tempel. Vorher, als sie durch die Wüste gezogen sind, haben sie die Stiftshütte gehabt. Und jeden Tag, Tag und Nacht, ist auf dem Altar ein Feuer gewesen. Und auf dem Feuer ist alltag ein Opfertier gewesen. Tag und Nacht hat das brunnen. Auf dem Altar, wo ein Opfer für die Menschen war. Ein Opfer für Gott, zur Ehre Gottes und ein Opfer für die Menschen. Und wenn ihr im Alten Testament ein bisschen lesen, dann merkt ihr, wie viele Tiere als geschlachtet und geopfert worden sind an gewissen Festen. Und jetzt kommt einer und sagt, ich bin mit meinem Leib, mit meinem Sterben, mit meinem Opfer, habe ich das ganze Opfer vollbracht und eigentlich braucht es jetzt die Opfer im Tempel nicht mehr. Er hat das ganze Opfer geleistet anstelle vom Opfer im Tempel und in der Stiftshütte. Und das muss man zuerst verdauen als Israelit, als Jude muss man das zuerst verdauen. Das ist heute noch schwer für sie. Wir müssen uns vorstellen, der Hohepriester hat einmal im Jahr dürfen hinter dem Vorhang ins Allerheiligste. Einmal. Und dann hätte er eine Schüssel mit Blut mitnehmen von einem Tier als Opfergabe. Und jetzt wo Jesus gekreuzigt hat und gerufen hat, es ist vollbracht, ist der ganze Vorhang von oben aus bis unten hin oder bis unten aus verrissen. Und der Zugang ins Allerheiligste ist frei geworden. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Das ist schwierig. Der Vorhang ist zerrissen. Und in Christus, in Jesus Christus, haben wir den Zugang zum Vater. Und der Paulus sagt sogar an einer Ort, wir sind noch viel mehr, wenn wir nur haben den Zugang zum Vater. Er sagt, wir sind Hausgenossen Gottes. Wir können bei Jesus, bei Gott ein- und ausgehen. Wir haben Zugang zum lebendigen Gott. Das ist bis dahin überhaupt nicht der Fall in Israel. Der Mose, der hat nur ganz allein auf einen Berg rauf. Und das Volk, wir dürfen unten sein, müssen unten sein und warten und raufschauen und sehen, wie es da Wolken hat, grosse Wolken und zerblitzt und donnert drin und geführt. Und nur können erahnen, was Herrliches und Grossartiges dort oben passiert. Und jetzt dürfen wir als vollwertige Menschen mit Gott Kontakt haben. Gott ist mit mir. Das ist das Neue, wo Jesus jetzt seinen Jüngern muss zeigen. Gott ist mit mir und mit ihnen jeden Tag, jeden Augenblick präsent und unterwegs. Immanuel ist ein anderer Name für Jesus. Immanuel, Gott mit uns. Und das heißt, Gott sandte seinen Sohn. Und das ist der Ersatz für die grossartigen Sachen, die im Tempel passiert sind. Aber das ist für die Israeliten, für die Juden damals, wie heute, nicht so einfach zu verstehen. Und dann ist noch etwas anderes. Es heisst, Gott hat sich ein kleines Volk zum Eigentum ausgewählt. Und jetzt, in Jesus Christus, kommt einer, der sagt, ich habe noch andere Schafe. Einer, der sagt, ich habe noch einen anderen Stall. Euch und mich. Er hat sein Reich von Israel ausdehnt auf die ganze Erde.
das muss man zuerst verdauen. Das ist nicht so einfach. Und darum hat Jesus 40 Tage gebraucht, um mit seinen Jüngern über das zu reden, damit, wenn sie es dann aufschreiben, für uns aufschreiben, damit sie es dann richtig aufschreiben. Gell? Plötzlich sind die Menschen, die bis dahin ausgeschlossen sind von der Vergebung, ausgeschlossen sind von der Herrlichkeit Gottes, plötzlich sind die Menschen dazugekommen. Und darum hat Jesus 40 Tage gebraucht, um mit ihnen das zu besprechen. Das ist etwas ganz Neues. Das müssen die Jünger zuerst begreifen. Und da brauchen sie dazu den Heiligen Geist. Und wenn man vielleicht erinnert, das eine und das andere, Jesus hat einmal gesagt, nach der Auferstehung hat er sie angeblasen, und hat er seinen Jünger angeblasen und hat gesagt, nehmt ihn den Heiligen Geist. Ich werde jetzt noch 40 Tage mit euch müssen reden. Im Neuen Testament steht Reich Gottes über 50 Mal. Wogt jemand zu raten, wie manchmal, als es im Alten Testament vorkommt? Danielbuch. Im Danielbuch. Ich habe in der Konkordanz nachgeschaut. Es steht nie. Altes Testament steht nie Reich Gottes. Das ist etwas, das in Jesus Christus gekommen ist und er gesagt hat, mit was wollen wir es vergleichen? Aber vielleicht. Mit was wollen wir es vergleichen? Mit einem Senfkorn. Dort fängt das Reich Gottes mit Jesus Christus fängt ab Pfingsten das Reich Gottes an. Wie wunderbar und herrlich. Und das müssen die Jünger zuerst lernen. Darum sagt Jesus im Matthäus 6, sagt er, darum trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Trachtet am ersten, das Reich Gottes wird plötzlich im Neuen Testament unheimlich wichtig. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Und das müssen die Jünger, das muss Israel, das muss das Volk Israel zuerst einmal verstehen. Darum die 40 Tage. Darum hat Jesus seine Abreise noch verschoben. Darum, damit sie es uns weitergeben können. Was erklärt denn Jesus seinen Jüngern? Ich denke, wir wissen, dass wir mit Jesus im Reich Gottes leben können. Was hat jetzt Jesus diesen Jüngern erzählt? Was ist jetzt das Reich Gottes? Was könnte das sein? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Die zeigt er im gleichen Kapitel einfach bevor er da sagt, trachtet nach dem Reich Gottes, sagt er etwas ganz anderes, nämlich er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen anhangen und dem anderen verachten. Jesus sagt, es gibt von jetzt an zwei Herren. Der erste Herr, der ist schuld, dass Menschen aus dem Paradies ausgestoßen worden sind. Der hat die Welt in seinen Klauen. Der hat die Welt in seiner Gewalt. Und jetzt mit Jesus Christus kommt ein neuer Herr. Jetzt kommt das Reich Gottes auf die Erde. Und das ist ganz neu. Niemand kann zwei Herren dienen. Die Wahl haben wir, seit Jesus Christus ist, haben wir die Wahl zwischen zwei Sachen. Die Bibel sagt, ins Erste sind wir geboren. Ins erste Reich von der Finsternis sind wir geboren und dann dürfen wir den Wechsel machen ins neue Reich. Der Paulus sagt an einem Ort, welcher
uns errettet hat. Welcher? Das ist Jesus Christus. Jesus Christus hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In Jesus Christus können wir einen Reichswechsel vollziehen. Wer das will, kann vom Reich von dieser Welt in das Reich des Sohnes seiner Liebe wechseln. Er hat es gezahlt. Er hat den Preis gezahlt für den Eintritt in das Reich. Ich kann nur sagen zu ihm, ich will mit dir unterwegs gehen. Ins Reich Gottes. Und so, und wie erklärt jetzt Ihnen Jesus das? Vielleicht wenn es da einen Menschen hat, der den Reichswechsel schon vollzogen hat, und ich weiß, dass das so ist. Wer mit Jesus unterwegs ist, könnte jetzt sagen, wie funktioniert das im Reich Gottes? Manchmal machen wir Zeugniszeit, aber wir haben jetzt nicht Zeit für Zeugniszeit. Wir nehmen die Bibel als Vorbild, Jesus als Vorbild. Wie leitet uns Gott in dem Reich, in dem grossartigen neuen Reich, das er aufstellt? Wie macht er das? Und wir werden einfach ein paar Zitate lesen von Jesus. Und siehe, 2 von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Und was haben sie gemacht? Sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Wenn wir das anschauen, ich bin die letzte Woche mit jemandem zu Nacht essen, in ein Restaurant. Und wir haben fast den ganzen Abend über das geredet, was passiert ist. Das, was Jesus für uns im Leben bedeutet. Und das ist so ein herrlicher, wunderschöner Abend geworden. Und so haben es die Jünger da gemacht. Sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Da, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Wie wunderbar, merken wir, wie wunderbar das ist. Das ist das, was Jesus macht, wenn wir in seinem Reich sind, wenn wir unterwegs sind und mit Geschwistern zusammen sind und miteinander über sein Wort reden oder Erlebnisse austauschen. Dann haben wir plötzlich einen, der stößt zu uns und läuft mit uns. Dazumal ist es Jesus in Person, der Auferstandene. Der kommt heute nicht mehr so mit wie da und redet mit. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns sein Wort aufschließt und uns begegnet und uns gute Gedanken gibt. Ich lese es noch einmal. Da, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt? Und seht so traurig aus. Da antwortete ihm einer, der mit Namen Kleopas: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er fragte sie, was denn? Sie aber sagten zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Merkt ihr, wie Jesus liebenswürdig mit ihnen geht und über was redet er? Und dann fährt er an, sagt, und er sprach zu ihnen, O ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt kommt das, was
Gottes Geist, was wir dürfen machen, auch miteinander und untereinander. Jetzt kommt das. Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen in allen Schriften, was von ihm gesagt war. Und darum haben wir das Alte Testament. Und wir dürfen miteinander drin forschen, als so wie da, ein paar sind miteinander unterwegs und dürfen miteinander über Jesus reden. Und wenn wir uns treffen, so dürfen wir doch auch über unser Reich reden. Und er wird mitten unter uns sein. Er hat am Ort gesagt, er selber hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, oder gehen spazieren, oder gehen zu Nachtessen miteinander, so bin ich mitten unter ihnen. Was für eine großartige Verheißung. Und er fing an bei Mose und hat mir alles erklärt in den Schriften. Und der Heilige Geist, von dem sagt Jesus, er nimmt von dem Meinen und gibt es euch. Er schließt uns sein Geheimnis auf. Er ist mitten unter uns und erfüllt uns. Und dann hätte er gehen, der Heiland. Und da heisst, es war so schön gewesen. Es muss so schön gewesen sein. Da heißt, dann nötigten sie ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und wenn wir weiter lesen, heißt es, haben sie so lange gesagt und haben gesagt, brannte nicht unser Herz in uns. Haben wir es nicht gespürt, dass er da ist. Und so ist es, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Er erklärt uns sein Reich. Ich werde noch eine andere Stelle lesen. Auch eine, die die meisten wahrscheinlich kennen. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, zum Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Haben sie ein bisschen hoch angegeben. Er aber antwortete ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. 8 Tage später, haben wir manchmal auch so Sachen, wo wir sagen, Herr Jesus, das kann ich fast nicht glauben. Du musst mir zeigen, ich will es sehen. Ich glaube nur, was ich sehe. Und Jesus nimmt ihn ernst. Ja, er nimmt ihn ernst und dann noch wie. 8 Tage später waren seine Jünger wieder im Haus und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Danach sprach er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Das ist Jesus, wo uns, wenn wir manchmal in einer Krise sind, weiterhilft, uns leitet und sagt, komm mit mir, komm, leg deine Hand in meine Seite und schau. Er ist einer, der kommt uns entgegen, der läuft mit uns, der erquickt uns, der erfrischt uns. So wunderbar und so herrlich ist er. Und wir haben noch eine dritte Begegnung. Nämlich, da ist eine Frau und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihn zu dienen, und sie trat hinzu und sagte, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus antwortete, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das ihr nicht genommen werde. Jesus und ich. Das ist die Begegnung, die ich am liebsten habe. Er und ich. Gefällt mir ganz besonders, wenn ich mit ihm in die Stille gehen kann. Das ist das Geheimnis vom Reich Gottes. Erleben wir, wenn wir mit ihm zusammen sind. Er und ich. Ihm zuzulassen. Sein Wort aufzunehmen. Ihm zulassen.
So hat Jesus 40 Tage geredet. So hat Jesus 40 Tage mit seinen Jüngern hat er das Reich Gottes erklärt, wo jetzt über die ganze Welt muss verteilt werden. Und wir haben schon gehört, dass das Reich Gottes in 2 Teile aufgeteilt worden ist. In einen irdischen Teil und in einen ewigen Teil. Und Jesus wird mit uns kommen, so wie mit den Jüngern, mit den Emmaus-Jüngern, so wie mit dem Thomas wird er mit uns unterwegs sein, wenn wir ihn bitten und einladen und mit ihm reden. Und so wie mit der Maria, mit der Martha und der Maria. Er und ich. Das Geheimnis von dem grossen Zusammensein. Er sagt an einem anderen Ort, ich bin der gute Hirte. Er führt das Reich. Ich schaue für dich, dass du im Reich Gottes bleibst. Dass wir nicht straucheln und umkommen. Kann ich irren und verloren gehen, wenn ich mit dem unterwegs bin? Nein. Danke fürs Das ist so groß und herrlich. Jesus wird mich immer mit seiner Kraft ausrüsten. Er wird immer mit mir kommen. Wie Maria und Jesus. Wo ich versage. Gibt es Versagen? Kann ich versagen? Kann ich Patzer haben im Reich Gottes? Ja, das kann ich. Und da hat er für mich alles vollbracht. Und ich möchte einfach noch ein bisschen zum Schluss einen Text lesen. Der steht in der Offenbarung. In der Offenbarung Kapitel 3. Und dort ist auch ein Gemein und er heißt, ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und da seid ihr zu dieser Gemeinde, seid ihr zu denen Menschen, die manchmal sagen, ich glaube, ich kann nicht mehr weiter, ich mag nicht mehr, ich verstehe es nicht. Zu denen seid ihr, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, damit niemand deinen Siegenskranz nimmt. Liebe Gemeinde, du hast eine kleine Kraft, aber die hat eine Tür aufgetan vor dir, die niemand kann zuschließen. Was für ein grosses und herrliches Vorrecht, wo Jesus da uns gibt. Das ist sein Reich. Er schaut für uns. Jeden Augenblick. Jesus hat gewartet nach 40 Tagen, um die Jünger noch auszubilden, um ihnen noch den Weg zu zeigen. Er reist noch nicht ab, weil sie noch nicht fertig sind. Und liebe Gemeinde, jedes von uns, der unterwegs ist mit ihm, er wird uns nie vorher abreisen, bevor er mit mir nicht fertig ist. Er wird mich fertig machen, er wird mich bewahren, er wird mich ausrüsten. Und mir den Weg zeigen im Reich Gottes. Das bedeutet, ich bin bei dir alle Tage. Jesus sei zu mir und zu ihnen, zu jedem Einzelnen, der bei ihm ist. Ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist, liebe Gemeinde, das ist das Reich Gottes. Und das gilt es festzumachen, festzuhalten. Und es wird bestimmt so sein. Er wird uns nie verlassen. Er hat es versprochen. Das ist das Reich Gottes. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Amen.